Und dann da herzlich willkommen zurück. Und dann nämlich der Aufnahmesession nochmal, mit der nächsten Folge. Und ganz ehrlich, ich will nicht drauf gehen. Ihr müsst nicht, oder? Nicht nichts. Nicht nichts. Und ich bin ganz ehrlich, dafür eine Angst 2000 Euro ausgesagt. Okay, vierten war der Bus nicht schlimm. Lorraine, I need you to focus on the chipmunk killer, Steve. He did. You know this. Aha. Solo molest. Allmauer. See your life, see him die, see him die, see her cry, see her cry, see her love, okay, say bye bye. Ask her why, see him, no, see him die. See here cry, see he try, say bye bye. Ask you why, okay. See him die. See him die. Ich fühle mich ganz leicht unwohl. Ich nehme ganz leicht unwohl. Scheiße. Ich will nicht. Und das löse Rausch. Ich will nicht.
Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. 2 children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Sie gibt sich Schuld. Und das von Callum oder so, weil sie... Der Callum ist an den Mund, an den Mund von der Hex gegangen, in dem es in Higher gegangen ist. Und ich hatte richtig verstanden. Und an einer anderen Version von Hänsel und Gretel als Tex Mom. Oder die Mama ist dann Tex. Also sie gibt sich Schuld. Aber ich meine, sie gibt sich nicht mehr Schuld daran, weil sie ja depressiv ist. Ich meine, dadurch gibt sie sich nicht mehr Schuld daran, weil sie depressiv ist und rückfällig ist. Rückfällig ist und dann gibt sie sich eben Schuld daran. Sie hat gelacht als echt und dann noch geschaut. Und es war schön, wie sie geschaut haben. Es war schön, wie sie geschaut haben. Als der Callum hergegangen für sein Teddy zu sichern. Also als der Callum am Haus auf Horror gegangen für sein Teddy zu sichern. Und dann noch von denen vermissten Kinder gewirrscht. Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Oh oh. Callum? 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 Callum!
Scheiße. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Das war also der Park. Krass. Ich mache so etwas. Findet. Ja. So kann ich besser schwätzen. Ich muss sagen, das Spiel hat mir super gefallen. Es war mega kurz Spiel zwar. Aber ich will so Spieler mega gern. Die haben eine Geschichte. Die haben eine richtig Geschichte an wohin sich mit am Anfang fragt, hä? Dann kurz verwirrt das, dann mengt den King nicht wissen, dann rum verwirrt geht und dann einfach den End könnt und dann denkt ihn sich krass. Nur zum Schluss die Gestalt, die Tante geholt wird und dann ja, als sozusagen gefordert wird, das war sozusagen Depression. Das war sozusagen Depression, und zwar hat die Eis gelebt. Die war immer dabei. Die sitzt immer hier längeren hier will. Immer so wie wir im Park waren. Sie war an der Achterbahn, sie war bei der Krake. Sie war beim Riesenrad. Immer dann, wenn wir Spaß wollten, war sie um längeren hier will. Sie hat das immer begleitet.
So, da sind wir begleitet. Und dafür war es doch den Ehemann am Anfang an der Rezeption, wem mehr Sinn. Und das mal etwas verloren. Weil all das hat sich an unserem Kopf aufgespielt. All das war nicht mehr an unserem Kopf. Und wir haben ihm das gezählt. Ich fand so Spieler flott. Die kurz, knackig sind an eine schöne Geschichte, also schöne Geschichte, eine Geschichte haben durchstößt. Das ist kein Horror, wo wirklich so etwas wirklich. Ein Horror versteht vielleicht viele Sachen. Sind da die so bestimmt, dass das war kein Horror. Von der toten Horror aus. Me, die haben Unrecht, die Leute. Ganz klar. Horror definiert sich ein paar Sachen aus. Das heißt den alltäglichen Horror. Du hast den alltäglichen Horror. Und die heute Geschichte. Und auch da das Horror. Und auch da das Horror. Muss nicht immer irgendjemand einer Motto sehen, no laufen. Wo Hannen du nach 500 Zombien no getrottelt kommen. Schon das sowieso nicht so ganz gern, wo Zombien no gelaufen kommen oder so. So ist es Dying Light. Ich verstehe das Spiel nicht. Dying Light ist so ein Spiel. Ein paar Kollegen von mir spielen da dann. Ich bin kein Fan von dem Spiel. Ich fand gut inszeniert, oder von der Grafik hier gut. Aber vom Sinn her ist es mehr zu viel Zombien und nicht interessant genug. Das war das für mich. Ich hoffe, wir gesehen das an einem anderen Let's Player. Wenn das Spiel gefallen hat und du willst es doch spielen, vergiss nicht, dir das Original zu kaufen. Krieg ihn im PlayStation Store. Unterstützt Entwickler, dass sie weiterhin so Spieler können rausbringen. Und ich ging gerne mehr so kleine Spieler spielen. Mit Geschichte. Nicht unbedingt. Muss man nicht unbedingt an dem Horror-Genre sehen. Muss nicht Horror-Genre sehen. Kann auch Adventure. Oder soll ich etwas sehen? Wenn dir gefallen hat, geht den Daumen hoch. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ich mache nicht gerne den Abruf, aber es wäre ja flott, wenn mehr Leute, wenn ich doch Dinge gesehen an. Wenn den sich ja immer mehr Zuschauer. Ich ginge dafür auch für alle Einzelne machen, auch wenn ich nur 2 Zuschauer hätte. Ich ginge doch für die 2 machen. Aber wenn ihr noch nicht abonniert tut, abonniert mich, wenn ich klifft, so verpasst ihr sicher kein Video. Aber wenn wir zu viel sind, kann man auch mehr darüber diskutieren. Wir sehen uns am nächsten Let's Play, wenn ihr dabei seid. Und dann bis dann. Ciao. Durchgespielt.